und herzlich willkommen zurück bei «Lass mal». Ich habe irgendwie Angst, dass mein Mikrofon... Ah doch, es funktioniert. Okay. Coco verabschiedet sich. Wir sind wieder am gleichen Ort wie letztes Mal. Und die Leute sind so gewesen, oder jemand ist so gewesen, wow, das erinnert mich mega an die alten Podcast-Folgen vor einem Jahr oder so. Und ja, ich habe hier einmal eine Folge aufgenommen in der Stube. Dort hatte ich einen Mental Breakdown und habe gesagt, oh mein Gott, das Leben ist scheiße. Und jetzt bin ich ab und zu wieder da. Hi Tildi! Die Tilda ist hier. Ja. Wenn ihr mit Video schaut, dann sorry, ich bin ein bisschen müde. Ich fühle mich ein bisschen ausgelaugt, würde ich sagen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich... Alter, kannst du bitte aufhören? Ja, feini. Ich fühle mich fast ein bisschen, als würde ich krank werden, jedes Mal, wenn ich auf einem Brandtrip war. Weil ich bin nämlich in London war. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge schon erzählt habe, dass ich irgendwo angegangen. Auf jeden Fall habe ich die letzte Folge von meinem Geburtstag erzählt. Und mein Geburtstag ist ein... Oh Mann, Tilda. Mein Geburtstag war ein Hit. Es war voll gut. Darum macht etwas an eurem Geburtstag. Vorher war ich in Haiti. Es ist auch gleich anstrengend, weißt, wenn du musst koordinieren musst, dass die Leute dann halt wirklich alle zum gleichen Zeitpunkt Zeit haben und alle kommen. Und dann kommt jemand gleich nicht und dann kann jemand das nicht. Und dann musst du halt wie einfach damit klarkommen. Und ich bin wirklich gut damit klargekommen. Eigentlich im Vergleich zu sonst. Ich habe nicht gekühlt am Geburtstag. Great Success. Und es war voll funny. Wir sind bowlen und dann haben wir dort noch ein bisschen Billard gespielt. Fick Billard. Wieso? Sorry, ich habe das Gefühl, man muss Mathe können, um das erfolgreich absolvieren. Ich habe nichts gecheckt und alle haben die Regeln gewusst aus Reihe. Und dann sind sie so aggro geworden, weil ich das Zeug halt nicht recht gemacht habe. Und ich war so, chillt doch, Alter. Hör mal an das Maul, was sind ihr jetzt wirklich so kompetitiv? Ich bin die kompetitiv ist. Hört mal auf, ich gewinne eh nicht, ich habe eh nichts. Ich treffe letztlich nur den weißen Ball, Böck. Wie nennt man die? Balls. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, irgendwie merkt man, dass es meine Kollegen und Kolleginnen sind, weil alle sind genau gleich so, nein, du darfst dich nicht anlängen, du darfst... So, chill. Ihr müsst nicht so aggressiv wie ich. So, ich bin schon nervig mit dem. Oh mein Gott, mein Handy vibriert. Auf jeden Fall, heute habe ich gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen Storytimes von diesen ganzen Brand-Trips und so, weil ich ja gerade von einem komme. Und weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, ein deepes Thema ansprechen. Darum, heute wird eine Laberfolge, eine funny Entertainment-Folge. Soll ich mal eine True-Crime-Folge machen? Ich schwöre, das könnte ich abpullen. So 100.000 Listen Special wie der True-Crime-Folge. Das hat schon 100'000 Listens. 1 Million könnten wir machen, weil jetzt sind wir so bei 600'000 insgesamt, glaube ich. Oder ist das im Monat? Keine Ahnung. Im Monat wäre ein bisschen crazy. Obwohl... nein, ich kann keine Mathe. Hört mir auf. Ja, ich fange an mit von London zu erzählen, wenn es recht ist. Wir waren nämlich mit Lancôme dort gewesen, die Make-up-Brand, und ich finde das im Fall richtig so wholesome und full circle irgendwie, weil meine erste Mascara, mit der ich mich so richtig schminken durfte, wo ich nicht nur daheim damit rumgespielt habe und dann wieder abschminken, war von Lancôme gewesen. Und die würde ich actually bis heute noch wahrscheinlich lieben, aber sie ist mir zu teuer. Sie ist mir einfach zu teuer. Die kostet irgendwie so 30 Stutz oder so. Und die gehen bei mir so schnell leer immer. Finde ich so, sorry, Sky High ist auch gut. Und sie haben sie eben auch in braun. I love braune Mascara. Auf jeden Fall. Wir waren jetzt in London mit Lancôme. Und es war so ein crazy fucking, wie ein Barbie-Haus. Es war das Idol-Haus. Und das ist wie, also bei der Einladung habe ich gar nicht gecheckt, was. Ich war auch so, okay, London und ich kriege Geld. Ist geil, tönt gut und Lancôme habe ich eh gern. Aber meistens, wenn du halt so eingeladen wirst, dann, keine Ahnung, dann ist es, du musst wie, zum Beispiel wird man auch mega oft auf Berlin eingeladen an irgendwelche, keine Ahnung, Filmpremieren, so, dann bin ich so, ja, sorry, also ich muss jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, um dort hinzugehen. Am Anfang klingt es natürlich verdammt geil und am Anfang bist du so, wow, geil, ich werde auf Berlin rausgeflogen und mir wird der Flug und das Hotel zahlt. Geil, aber am Schluss des Tages, wenn du das so ein paar Mal gemacht hast und du profitierst ja wie, du kriegst kein Geld für das. Du kommst gratis dort hin, postest 500 Millionen Stories, gratis Werbung für die, verlierst irgendwie 3 Tage, wo du daheim irgendwie produktiv sein kannst. Und bei mir halt mega blöd wegen den Tieren, weil dann immer jemand schauen muss oder ich sie halt allein lassen muss mit meiner Mutter und dann fühle ich mich schlecht, dass meine Mutter das alles machen muss. Und das Leben ist wie on hold einfach.
Du gehst ja auch allein, du hast keine Ahnung, wer mitkommt, also du fragst und ich traue mich nie zu fragen, darum ist es immer so Surprise, Surprise. Es ist mehr Schein als Sein, finde ich, außer eben, du kriegst Geld dafür, weil dann lohnt es sich. Also weißt du gehst ja auch dort hin und produzierst Content für die und dann finde ich, ist es auch geil, wenn du Geld dafür bekommst und dann machst du es natürlich lieber und siehst auch den Sinn dahinter, so alles, das ist wie, okay, dann gehe ich halt arbeiten, weißt du, was ich meine. Aber nur so für den Plausch finde ich es jetzt eigentlich nicht mehr so geil. Auf jeden Fall habe ich gedacht, London fucking geil, weil ich bin noch nie in London war und ich würde jetzt nicht, glaube ich, hätte ich nie selber einen Trip gebucht, um auf London zu gehen, um mal das Zeug anzuschauen, wo in meinem Englischbuch mal drin gestanden ist. Weil es macht mich hure nicht an. Ich weiss nicht, was alle... In der Schweiz habe ich das Gefühl, es ist mega das Ding so, ja, heute gehen wir ein verlängertes Wochenende auf London. Alle meine Kollegen, alle ihre Eltern posten so in die WhatsApp-Story 5-mal. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal im Podcast erzählt. Oder ich habe jetzt einfach ein Déjà-vu. Und in der WhatsApp-Story, wow, jetzt sind wir hier in London. Hier, schau mal auf dem London Eye. Und irgendwie macht mich das hure nicht an. Und darum bin ich hure so gewesen, wow, geil, wenn ich schon gehen kann, dann ist es wie so 2 in 1, dann habe ich es mal gesehen, dann kann ich behaupten, ich bin mal dort gewesen. Und ich muss aber nicht selber so den Trip buchen und so. Wenn es mir nicht gefällt, ist es wie so egal. Kennt ihr das? Weil so ein Trip ist halt schon Geldverschwendung und Zeitverschwendung, wenn es dir nicht gefällt. Und ich habe hure Schiss vor dem. Aber es sind ja gleich Memories. Also es wäre auch nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall, ich so, wow, geil, okay. Ich habe nicht gewusst, wer kommt und zum Glück haben wir uns alle mega gut verstanden und ich habe alle schon gekannt, auf jeden Fall von meinem Handy. Und Franny habe ich auch schon ein paar Mal getroffen gehabt. Franny war dabei gewesen, falls ihr sie kennt. Und auf jeden Fall war es so ein riesiges Barbie-Haus und wir haben wie nur gewusst, okay, es geht um den Launch von einem neuen Produkt und Dresscode ist so und so und get ready to be in a Idolhaus. Und wir so, was ist das, was will man machen, was passiert, wer wird dort sein? Und wenn wir keine Infos hatten, und das ist mega oft so, dass sie die so Surprise-Events und so, und wir alle sind einfach am Paniken, weil du willst ja schon, sorry, wenn du allein in ein fremdes Land gehst, wäre es ja schon geil, irgendwelche Infos da, aber die kriegst du meistens nicht. Das heisst, du bist einfach so, okay, entweder das wird richtig scheiße oder richtig geil und du musst dich einfach darauf einlassen. Was dann auch wieder hilft, eben, wenn du Geld dafür bekommst, weil du bist so, ja, fair. Aber wenn du nichts bekommst und nachher ist es scheiße, ist wie auch, eben, egal, das haben wir jetzt schon geklärt. Dann kommen wir dort an. Es war so fucking crazy eingerichtet gewesen. Und dort hast du so richtig gemerkt, den Unterschied zwischen so den Sachen, die wir hier in der Schweiz haben. Die Schweizer Szene ist klein, die Schweizer Szene hat nicht so viel Budget. Es ist alles so, wir gehen mal an den See, gehen ein bisschen essen, was wir alle schon genug cool finden, weißt du, nicht um so irgendwie undankbar zu tönen. Aber dort, Alter, sind halt alle dort gewesen. Es ist Nina Chuba ist dort gewesen, Bridgerton, die Frau von diesem Boxer spielt, ist dort gewesen. Dann ist noch eine von, glaube Top Boy dabei dort gewesen. Mit der habe ich random geredet und habe gefragt, ja, was machst du für Content? Sie so, I'm an actress. Und ich so, oh, what do you do? Und dann hat sie so gesagt und ich so, oh, sorry, I didn't watch that. Das war peinlich. Es war so lieb, es war so hübsch. Alle dort, Alter, alle sind so hübsch. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein dummer, elender Fisch. Was machst du dort? Weil, weißt, mich kennt ja wirklich niemand. Es ist ja nicht so, dass die rumlaufen und denken, die kenne ich von irgendwo. Wie nie wirklich jede einzelne Person dort innen angestarrt hat und gesagt, hä, von wo kenne ich die, von wo kenne ich die, von wo kenne ich die. Mega viel, auch so eine, ich wünschte, ich könnte euch die Fotos zeigen, weil wir haben so einen Google Drive-Ordner bekommen, mit allen Fotos, die die Fotografen gemacht haben. Ich bin literally von diesen Fotografen davon gesäckelt, ich habe kein einziges Foto von mir machen lassen. Aber in diesem Ordner sehe ich halt alle, die attended haben. Und es sind auch Influencer dort gsi, wo so, ich weiss eben nicht, wie die heissen, aber solche, wo du ich auf jeden Fall immer auf der For You-Page habe. Und das ist so fucking crazy gsi. Oder, also es sind sogar von, glaube Bulgarien Leute dort gsi. Und auf jeden Fall Fazit, man merkt halt richtig krass den Unterschied, wenn eine Brand so fett Cash hat, um in so ein Event reinstecken. Und auch wenn es ein internationales Event ist, dass es so abgefuckt crazy ist. Sie haben dort Make-up-Artists gehabt, die so Royal Weddings schminken oder wo Kendall Jenner geschminkt hat und so. Alle so crazy Leute. Und dann haben sie noch von Lancôme selber, ich glaube so CEO-Frau oder so Gründer, nein, ich weiß auch nicht, sorry, ich weiß nicht mehr, was sie war. Ich war zu überfordert gewesen, aber so alle die wichtigen Leute sind so dort und du weißt so nicht, wo hinschauen und die so alle Formulierungen
erfindet, beziehungsweise approved, wo so 7 Jahre lang an einem Produkt hockt, so die Scientist-Frau ist auch dort gewesen, und du hättest so eine Frage stellen. Haben das Gefühl, ich habe irgendeine Frage gestellt? Nein, weil ich das Gefühl habe, jede Frage, die ich stellen könnte, wäre so idiotisch dumm. So, im neuen Lippenprodukt zum Beispiel ist das Squalane. Und das ist doch auch in Cleansers drin. Und dann, ich wäre einfach so kurz davor gewesen, zu ihr gehen, so, why is there Squalane in this? Aber das kannst du einfach googlen, Alter. Ich weiß nicht. Es hat eine Photobooth gehabt. Und das war richtig geil. Ich wünschte, jede Fotobooth wäre so. Es sind 2 Fotos. Ja, also wenn du Fotos gemacht hast, sind wie 2 Reihen rausgekommen, damit sie eins haben können behalten und du selber eins hast können behalten. Oder wenn du zu zweit das Foto gemacht hast, haben wir wie beide eins bekommen. Das regt mich immer so auf, weil dann hat immer eine Person das Foto, wenn du zusammen Fotos gemacht hast, und die andere muss dann mit dem Handy abfotografieren und sich zufrieden geben damit. Das finde ich nicht in Ordnung. Dann hat es riesige Baguettes und pinke Butter, weil das ganze Theme war so ein bisschen pink gewesen. Und überall hat es Emma Chamberlain Sachen gehabt, weil sie ist ja eine mega riesige Ambassadorin und Zendaya ja auch. Und es hat einfach so die Looks von ihr gehabt, die sie angehabt hat und wie sie dort geschminkt hat und so. Und kurz, oh mein Gott, ich habe einfach, die zuständig war, hat uns wir haben immer so einen Gruppenchat, wenn du irgendwo hingehst, hat uns in den Gruppenchat, bevor wir angegangen sind, wie so Spoiler-Foto geschickt. Sie so, Spoiler! Und dann hat so ein Plakat gehabt mit der Emma Chamberlain drauf, aber auch noch mit anderen Leuten. Und ich war so, oh mein Gott, willst du mir sagen, Emma Chamberlain wird dort sein? Dann sterbe ich. Und Franny und ich haben das so vorbereitet darauf, was wir machen würden, wenn Emma Chamberlain dort wäre. Sie war natürlich nicht dort gewesen. Aber das wäre so fucking crazy gewesen. Und nachher habe ich so gefragt, so, why didn't you bring Emma Chamberlain? Und die einfach so, für das hätten wir ein bisschen mehr Geld gebraucht. Ich frage mich, wie viel Geld so eine Emma Chamberlain bekommt, zum Ambassadorin zu sein. Ein Teil auf jeden Fall vom ganzen Budget, das so eine riesige Firma hat. Die geben ja so viel Geld aus für Plakate, für Fernsehwerbung, für keine Ahnung, Alter, eben so Red Carpet Scheiße, und Influencer-Marketing ist nur ein kleiner Teil von dem, und die können gleich das ganze, also so viel Cash, wie wir uns wahrscheinlich nicht mal vorstellen könnten, reinstopfen, und für die ist es so wie normal. Es ist einfach eingeplant ins Budget. Und das ist fucking crazy. Und ich verstand ja natürlich auch, dass man immer so sagt, oh mein Gott, das ist so unnötig und das ist, keine Ahnung, wir sind ja keine Ärzte oder so. Und das finde ich auch crazy. Aber es ist halt Kapitalismus, Digga. Überall, wo Gewinn drin steckt, also keine Ahnung, es ist ja eine riesige Nachfrage da nach Beauty-Produkten und was auch immer. Konsum einfach. Und dann ist logisch, können sie uns auch so viel Zeug in anstecken, weil es sich verdammt lohnt für die. Und das finde ich so, keine Ahnung, was ich erzielen will jetzt mit diesem Thema, aber ich finde es so crazy. Und für mich ist es auch, also ich finde auch nicht, dass es verdient ist, dass alle so viel Geld bekommen, und auch eben, wenn du dir überlegst, was die für einen Umsatz machen, und es ist einfach nur based on, dass Leute sich schminken wollen. Aber ich finde es auch geil, ehrlich. Also ich liebe ja Make-up schon mega. Und ich sehe auch, dass es eben so die Ansicht von, ja, man profitiert einfach von den Insecurities von Frauen, weil ohne das hätten wir es ja gar nicht nötig, als zu schminken und so. Aber sorry, jetzt mal abgesehen von dem, ich mag mir gar keine Gedanken über das machen. Ich finde es einfach geil, geschminkt zu sein, und ich finde es geil, schminken, und ich finde bei anderen Leuten geiles Make-up so geil, und ich liebe es, wenn Leute sich hure geil fühlen, weil sie geil geschminkt sind. Weißt du, was ich meine? So, juckt mich, also doch, es juckt mich schon, aber so, ich will nicht darüber nachdenken, dass wir alle eigentlich ungeschminkt rumsäckeln sollten und was weiß ich was. Weil am Schluss des Tages fühlen wir uns wie Bad Bitches, und natürlich können wir uns wie Bad Bitches fühlen, ohne das Make-up, aber sind wir ehrlich, das ist in dieser Zeit von der Geschichte auf jeden Fall noch sehr unwahrscheinlich, und wir machen das Beste daraus. Boah. Und wo wir schon beim Thema kurz waren, was für Leute dort anwesend waren. Nina Chuba. Das ist einfach ein Kapitel für sich selber in meinem Leben. Und ich werde eigentlich nie über diese Leute so spezifisch reden, weil dann kommt man mega über wie so eine famegeile Cloud-Chaser-Person. Und wenn das jemand bei mir machen würde, wo mich als krass sieht, dann würde mich das auch mega unwohl fühlen lassen, weil so, ich bin nur ein Mensch und das regt mich auf, wenn Leute mich so auf etwas Höheres stellen. Ja, aber es ist halt Nina Chuba. Sorry, Nina Chubi. You did this to yourself, like me, in some way. Aber auf jeden Fall, Nina Chuba und ich. Ich habe gemeint, wir sind Kolleginnen. Nein, Spaß. Nein. Aber sie hat mal
irgendetwas so Kampagne gehabt, glaube ich, oder keine Ahnung, wo sie so hat müssen raten, ob das Sängerin oder eine Influencerin ist, glaube so etwas. Und dort haben sie mich irgendwie reingemacht und sie hat ein Foto von mir müssen herausfinden, ob ich Sängerin oder Influencerin ist. Sie hat ein Ausdruckspapier mit meinem Gesicht drauf in der Hand gehabt für ein Interview und dann sagt sie natürlich, ja, das ist eine Influencerin. Okay, schön, Nini Chubi, für die bin ich gerne Influencerin. Was ist schon, wenn ich Sängerin werde? Ist egal. Dann bin ich von Maybelline mal eingeladen an ein Nina Chuba Konzert in Berlin. Und dort sind wir nachher so Backstage gewesen und so wie an der Afterparty gewesen. Und sie war dort auch gewesen. Ich habe ein Foto mit ihr gemacht, habe mit ihr geredet. Sie war hure lieb gewesen. Ich habe ihr sogar noch so gesagt, so, ja, also, würdest du ein Bild mit mir machen? Also du kannst auch wirklich Nein sagen, weil ich weiß, das ist manchmal nervig. Und sie so, nee, alles gut, mach mir ein Foto. Ich sehe fett scheiße aus auf diesen Fotos. Und sie sieht wirklich auch nicht aus, wie sie normalerweise aussieht. Die Fotos sind einfach wirklich cursed. Aber ich habe natürlich gleich überall gepostet. Sie hat noch nie darauf reagiert, wenn ich sie überall markiere und so bin, oh mein Gott, ich habe Nina Chuba getroffen. Das heißt, sie hasst mich, weil ich weiss, wie es selber ist. So, du siehst die Nachrichten höchstwahrscheinlich oder irgendjemand schaut es an und normalerweise liked man das oder so. Also sie hasst mich, glaube ich, wahrscheinlich. Und dann seither habe ich sicher... Dann bin ich am Frauenfeld, habe ich so einen Medienpass gehabt und konnte vorne, dort wo die Fotografen sind, so vor der Front Row rumlaufen. Dort bin ich an ihr Konzert, oder ihren Auftritt, sagt man ja, ihren Auftritt, bin fett zuvorderst vor die huren Fotografen angestanden, habe sie huren nachgefilmt, ich so, du bist mein Crush, geschrauen. Alter, und ich bin mir sicher, sorry, weil ich weiss ja, wie es ist, man mag sich nur schon an die Leute erinnern von irgendwelchen Fotos oder irgendwelchen Konversationen oder irgendwelchen Kommentaren oder so. Man meint immer, ja, die weiss eh nicht, wer ich bin und so. Aber man merkt, man checkt das als Person irgendwie, ja. Und ich habe das Gefühl, die arme Sau hat mein Gesicht ist so eingebrannt bei der, weil auch, ich mag mich eigentlich nicht so recht erinnern, aber ich habe das Gefühl, es sind schon ein paar peinliche Sachen passiert, wo ich sie so angeschaut habe. Oder auch an anderen Events war sie auch schon präsent gewesen, wo ich eingeladen war. Und ich starre sie immer so voll geschissen an. Und jedes Mal haben wir Blickkontakt und dann schaut sie ganz schnell weg. Und ich bin so, nein, my baby girl. Also, und dann ist sie auf jeden Fall jetzt in London, ist sie eben auch wieder dort gewesen. Und ich bin wirklich so kurz davor gewesen, nochmal zu ihr anzugehen und so, Reunion-Foto machen. Aber ich habe es einfach sie gelassen, weil sie war so umzingelt von ihrem Team. Und sie hat so geil ausgesehen, Alter. Und sie sieht auch so richtig schüch und herzig aus, einfach, aber auch confident und geil. Aber es ist so eine Kombi von «Lass mich in Ruhe», «I'm a Slay» und «Hihi, ich bin mega nett, du kannst schon zu mir kommen». Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es war so komisch gewesen. Und ich habe sie schon wieder so angeschaut und sie hat mich schon wieder angeschaut. Ich bin mir sicher, dass sie sich in ihrem Kopf denkt, so «Alter, das ist die nervige Sau, die meint, sie ist irgendetwas und hat das Recht, zu mir anzukommen. Und jedes Mal muss ich nett tun». Also, darum, das ist schon ein bisschen crazy, findet ihr nicht? Nina Chuba und ich über eine Ecke. Sie ist eigentlich meine Kollegin. Wir sind wie Verwandte schon. Low-key, ich habe sie mehr gesehen. Ich habe Nina Chuba öfters und näher getroffen in den letzten 2 Jahren als so mein Cousin. Okay, eine andere Story, die ich habe vom Frauenfeld. Und das eigentlich sollte man so Scheiße nicht erzählen. Weil wenn die Leute das irgendwie herausfinden oder wenn du allgemein in dieser Szene so den Ruf bekommst, dass du quasi wie Kiss and Tell, aber ohne Küssen, sondern einfach, dass du erzählst und so, dann bist du mega untrustworthy und dann bist du wie ein Fan anstatt gleichgesinnt und du solltest ja immer einen machen auf «Ich weiss, wie es ist. Ich bin kein Fan, ich mache kein Foto von dir.» Apropos, wisst ihr, wer auch in London war an diesem Huren-Event? Habt ihr «Never Have I Ever» auf Netflix geschaut? Die Protagonistin war mit mir im Lift gsi. Sie ist fucking neben mir gesessen im Restaurant. Sie ist fucking am Event gsi und hat geslayed, Alter. Und ich bin so kurz davor gsi, sie zu fragen, ob sie ein Foto mit mir macht. Und dann habe ich eben genau den Moment gekommen, wo ich gesagt habe, nein, wir sind beide hier eingeladen. Wir haben beide den gleichen Status im Sinne von, wir sind einfach eingeladen an diesem Event. Und nicht, sie ist dort zum performen oder sie ist dort zum irgendwie ein Interview geben, sondern wir sind beide als genau die gleichen Personen, sind wir natürlich nicht. Aber so rein, checkt, glaube was ich meine. Dort. Und ich kann sie nicht jetzt fragen um ein Foto, weil sie das sicher schon ein paar Mal hat müssen machen und ich sie nicht noch mehr belasten will. Und jetzt bin ich so, wieso habe ich ein scheiß Foto gemacht? Das ist mir doch scheißegal, also, dann soll sie halt 1 Sekunde leiden und dafür habe ich für immer und ewig ein Foto mit so einer coolen Person. Und sie ist im Fall so lieb. Im Lift haben wir irgendwie geredet über irgendetwas. Und sie und ihre Kolleginnen sind alle so lieb gewesen und sie ist so hübsch und auf jeden Fall don't kiss and tell am Frauenfeld.
sind wir, also haben wir letztes Jahr Backstage gehen, zum Teil. Also vor allem bei dieser kleineren Stage haben wir immer Backstage sein. Und wir haben die Leute so abgefuckt, weil das sind ja so die Homies von diesen Rappers und so das Team. Und die sind so, wer sind ihr kleinen white ugly girls? Und wir einfach so am Filmen und so, sorry, das Frauenfeld will, dass wir Content machen, wir haben die Berechtigung. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie, es ist jemand so gewesen, gehen wir bei dem, ich weiß gar nicht, wie heisst denn der, Freddy oder so? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich habe den eben nicht gekannt. Nein, wir sind gerade weggegangen, glaube ich, von einem Act. Und dann ist wie der nächste Rapper, hat sich hinter der Bühne so ready gemacht und so. Und das war der Freddy gewesen. Und die Leute sind mega obsessed mit dem irgendwie. Und ich weiß nicht, der ist irgendwie mega oft in der Schweiz. Vielleicht der ist Girl in der Schweiz oder so, keine Ahnung. Und dann hat er mich gesehen. Und ich habe das noch nie erzählt, glaube ich, weil ich will ihn halt auch nicht exposen, aber so, jetzt ist gleich, jetzt ist es schon ein Jahr her, mal schauen, was dieses Jahr am Frauenfeld passiert. Dann sieht er mich und ist so, also komisch schüch reinschauen und ich frage mich so, kenne ich den? Weil er mich so hure komisch angeschaut und nachher kommt er so hure schüch wie so ein kleiner Bub und der ist so 2 Meter groß, kommt er so zu mir so, sorry, du bist Emma, ne? Und ich so, ja. Und er so, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich fühle deine Videos voll. Und ich so, was? Wer bist du? Gehst du nicht nachher auf die Bühne? Und nachher habe ich ihn so fett ausgelacht. Ich so, du mit mir? Also, so, oder soll ich ein Bild mit dir machen? Oder was willst du? Also, und er so, nee, ich fühle deine Videos. Und ich so, verarschst du mich gerade? Weißt du überhaupt, was ich für Videos mache? Und er so, ja, du machst so Reitvideos, ich fühle das voll. Und ich so, what the fuck? Und dann habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und dann er so, danke. Und ich so, warte, jetzt muss ich auch mit dir ein Foto machen, weil ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber anscheinend muss ich ein Foto mit dir haben, weil du trittst nachher dort auf. Also, ja, jetzt guck erstmal meinen Auftritt und danach können wir ein Foto machen, wenn es dir gefallen hat oder so. So im Sinne von, ich soll nicht einfach ein Foto mit dir machen, wenn ich nicht mal weiss, wer er ist und was er macht. Alter, nachher der Auftritt fett cool gewesen, verstand schon, aber seither auch kein einziges Mal mehr ein Lied von ihm gehört. Sorry, Fretzko. Und dann hat er nachher das Bild mit mir gemacht und nachher habe ich das in meinen Fotodump gemacht und alle Leute so voll so, wow, was hast du mit ihm, was ist mit ihm und wieso kennst du ihn? Und so, und ich so, Digga, wieso weiss jeder, wer der ist aus Rie? Das war auf jeden Fall auch eine crazy Story gewesen. Und dann sind wir noch Backstage gewesen beim Age, der fühlt irgendwie auch anscheinend mega viel. Ich persönlich habe noch nie ein Lied von dem aktiv gehört, aber irgendwie haben wir uns so angefreundet mit den Managers von ihm und das sind so geile Sachen gewesen. Ich hoffe, ich sehe die dieses Jahr wieder, aber vielleicht nicht, weil die dürfen sicher Backstage und wir sind, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr Backstage, so viel, wie ich bis jetzt mitbekommen habe, aber dort sind wir auch Backstage gewesen und das war so crazy gewesen. Du hörst im Fall hinter der Bühne gar nichts von der Musik. Also dort auf der kleineren Stage schon, aber auf der grossen Stage hörst du gar nichts, weil die ganzen Lautsprecher zeigen ja gegen vorne und das ist eigentlich richtig dumm gewesen. Ich hätte lieber von vorne zugeschaut, dass ich actually weiss, was der für Lieder macht. Und hinter dran ist so, keine Ahnung, so Familie und so einfach alle so wholesome Leute, die wahrscheinlich die ganze Zeit dabei sind, die sich einfach mega freuen und so ein bisschen filmen und so in WhatsApp-Gruppen-Chat schicken und so. Und das ist so crazy. Und das sind alles so normale Menschen, nachdem sie von dieser Bühne weggehen. Auch eben dort, wo ich mit Nina Chuba, dort, wo ich sie gefragt habe um ein Foto und so, nachher sind wir dort auch Backstage, also Afterparty eben gewesen. Und dann hat sie dort auch mit einem ganzen Team getanzt und mit uns getanzt und so richtig. Und nachher bin ich irgendwie nochmal zu ihr, Alter, oder nein, das ist glaube bevor ich um ein Foto gefragt habe, weil ich irgendwie einfach so den Urge hatte, irgendwie mit ihr zu reden, so irgendetwas. Nachher habe ich sie gefragt, wie kannst du eigentlich so gut tanzen? Und sie so, ich kann gar nicht tanzen, das ist hure Insecurity, ich kann nichts, ich tanze hure Scheiße und so. Und ich so, nein, das sieht mega cool aus. Und das war auch wieder so ein Moment gewesen, wo ich so gesagt habe, Alter, so eine Nina Chuba, die gefühlt jeden Tag auf irgendeiner Bühne vor Tausenden von Leuten tanzt, sagt nachher zu mir, ich kann gar nicht tanzen, ich weiss nicht, wie das geht, wieso fragst du mich das? So, alle Leute sind einfach genau so. Der Unterschied, ich habe das Gefühl, alle die Rapper und Sänger und alles sind halt wie low-key, das sind ja auch so ein bisschen Influencer, aber auch anders, weil sie müssen mysteriös sein und ihre Aufgabe ist es einfach nur auf die Bühne zu gehen, aber hinter der Kulisse, Bro, die sind alle genau gleich wie wir und die würden alle genau so lustige Videos raushauen wie wir, die sind alle mega funny und so charismatisch, logischerweise. Du musst ja irgendwie die Qualität, glaube ich, ein bisschen haben, um so auf der Bühne zu stehen. Aber am Schluss des Tages sind sie alle auch so mega ruhig, die meisten, und so gechillt und so, ja, was ist? Was willst du mit mir reden? Aha, ja. Also ich finde das richtig crazy einfach. Oh mein Gott. Oder einmal sind wir in Paris gewesen, auch mit Maybelline. Alter, Maybelline hat halt mega viel so Konzertsachen, weil sie mega viele Sängerinnen
sponsern oder irgendwie Zusammenarbeit haben. Da sind wir als Beyoncé-Konzert eingeladen worden, Alter. What the frick? What the frick? Ich hätte jetzt auch können als Nicki Minaj-Konzert, aber dort habe ich abgesagt, weil ich irgendwie eben, weil es einfach zu viel war, mit die ganze Zeit weg sein von daheim. Aber das wäre auch geil gewesen. Und ich habe gedacht, Nicki Minaj kommt ja aus Frauenfeld, das heisst, ich sehe sie schon noch. Bro, wie kannst du so, sorry, wer würde das absagen, aber ich bin einfach wirklich nicht gemacht, um so die ganze Zeit umzureisen. Auf jeden Fall sind wir als Beyoncé-Konzert und das war so ein Mindfuck gewesen. Wir sind in Paris mit so einem Car gefahren und die ganze eine Straße war gesperrt gewesen, mit so Absperrband, die Polizei ist dort gestanden, so Verkehrsregelung ist dort gewesen. Wir kommen dort an und die öffnen die ganze scheiß Straße, nur weil das ein Bus voller irgendwelchen Influencer ist, von mit irgendeiner rich Brand. Weißt du, was ich meine? Das habe ich so crazy gefunden, auch wenn es nur so 2 Sekunden war und wie überhaupt nichts von dem ganzen Trip ausgemacht hat. Aber das ist mir so geblieben. So. Es ist wie, du hast so viele Privilegien, je nachdem, und es gibt ja so viel krassere, also in dem Sinn, Leute auf dieser Welt. So die Ultra-Reichen, also die, wo ich fucking Reality-Shows darüber schaue, was kriegen die alles in den Arsch geschoben? Wenn ich, eine kleine Maus von der Schweiz, die ein paar Videos macht, schon so viel in den Arsch geschoben bekomme, ich finde das wirklich scary und ich finde es natürlich für mich selber, ich meine, ich schätze das und ich finde das cool, aber gleichzeitig bin ich so, ja, sorry, also wer bin ich, dass mir das in den Arsch gesteckt wird und wer sind die anderen, die noch viel mehr bekommen, dass sie das in den Arsch gesteckt bekommen. Aber gleichzeitig bin ich langsam raus aus dem ja, womit habe ich das verdient? Und wenn andere Leute so rumheulen und so sind, so, oh mein Gott, du hast das gar nicht verdient. Und so bin ich so, Alter, mach doch. Mach's einfach. Logisch, das kann ich nicht zu jemandem sagen, der mega arm ist und in irgendeinem Kriegsgebiet wohnt und so. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber wenn Leute da draussen sind, die wie die gleichen Chancen haben wie ich und ein Handy haben und Internetverbindung und ein bisschen Humor oder so, dann sind sie wie nicht mehr berechtigt, um mich anzuficken, dass ich Zeug in Arschstoff bekomme für die Arbeit, die ich halt geleistet habe, den Aufwand, den ich seit Jahren reinstecke in mein Hobby, das zum Beruf geworden ist. Weißt du, was ich meine? So, mach selber, fang an. Oder auch die Leute, die so rumheulen, wenn du einen einfachen Job machst, weil natürlich ist Videos machen ein Privileg, um mit dem Geld verdienen zu dürfen. Es ist gleich ein Aufwand, aber logisch, es ist nicht fucking auf dem Bau arbeiten oder so. Aber dann überlege ich, es gibt Leute, die verdienen Geld damit, irgendwie einen Tag lang vor einer Tür zu stehen und scary auszusehen. Das ist auch nicht krasse Arbeit oder irgendwie Leben retten oder so. Und gleich verdienen sie ihr Geld und es ist einfach nur ein scheiß Job. Und bei Leuten, die so kreativ ihr Geld verdienen, ich glaube, das ist auch oft bei Kunst so oder keine Ahnung, stell dir vor, du bist ein Videograf oder so, dann sind die Leute safe auch so, ja, mach doch etwas Richtiges. Oder sobald du irgendwie Freelancer bist oder eben selbstständig mit irgendetwas, ist es so, ja, mach doch etwas Richtiges. Digga, am Schluss des Tages zahlen wir alle genau gleich Steuern. Wir zahlen unsere scheiß AHV-Scheiße. Wir machen alle, es ist nur Geld verdienen. Und das Dumme, ja, such dir einen Job und aber das regt mich so auf. Jedes Mal, wenn ich über das Thema rede, bin ich einfach so, chillt doch eure scheiß Eier. So, es gibt Leute, die sind so, das ist mega cool für dich und keine Ahnung, so, ich würde das auch gerne machen, das darf man ja denken. Oder irgendwie, I wish I had that. Logisch denke ich das auch bei anderen Leuten. Aber in dieser huren Opfermentalität bleiben und so sein, ja, also ich gehe jeden Tag 12 Stunden im Lager arbeiten und das regt mich richtig auf, dass du, ja, dann such dir etwas anderes, Alter. Wir sind so privilegiert in unserer Situation. Scheißegal, ob du 2000 Stutz im Monat verdienst oder 12.000 Stutz, wenn du in der Schweiz wohnst und ein Dach über dem Grind hast, dann hast du auch irgendwo die Chance, wenn du dir den Arsch auffrissst, um etwas Besseres zu machen als das. Und es schiesst mich an, dass die Leute immer so stecken bleiben in ihrem «Ja, aber weisst du, wenn ich das mit 14 hätte können, dann wäre ich jetzt...» Alter, wir sind alle privilegiert. Also weißt du, was ich meine? So. Und ich kann auch viel mehr machen, wo ich auch zu faul bin dafür oder so bin, ja, wenn ich jetzt nur so und so würde, dann könnte ich wahrscheinlich sagen, ja, aber am Schluss des Tages mache ich es nicht, weil es mich halt anschießt. Gut, dann muss ich halt wieder damit leben. Aber ich gehe auch nicht bei anderen Leuten, die fucking rich as fuck sind, im Ferrari rumfahren, so sagen, also wenn ich das und das hätte, dann wäre ich jetzt auch so reich wie du und hätte einen Ferrari. Hure cringe, Alter. Und es sind einfach nie Frauen. Es sind nie Frauen, die so bei mir tun. Auf jeden Fall nicht in mein Gesicht oder so, in meinen Kommentaren oder DMs. Es sind immer nur Männer. Frauen, okay, fair sagen sie es vielleicht hinterdurch zueinander, aber es sind viel mehr so Männer, die sich irgendwie so intimidated fühlen und so sind, ja, aber das kann ja nicht sein, dass sie mit dem Geld verdient.
chill. Wenn ich einen Bürojob hätte, würdest du gleich mehr verdienen als ich. Wegen, wir sind ja alle schon gleich. Oh mein Gott, heute ist ja gestern, wenn ich jetzt aufnehme, ist glaube gestern Frauenstreik gewesen. Und SRF und so berichten ja alle von dem und Leute posten Zeug und so. Und das regt mich immer so auf, wenn du in die Kommentare schaust, wie die dummen Leute, ja, genau so. Abwaschmaschine, macht weiter so. Oder, ja, es sind doch schon alle gleich. Sorry, der Mann ist benachteiligt in der Schweiz jetzt dann. Wieso dürfen die Männer nicht an Frauen streiken? Und so. Alter, und dann bin ich so hässlich. Und dann denke ich mir auch, ich weiss, es ist für die Medien irgendwie problematisch, wenn sie Zensur betreiben und sie müssen wie wahrscheinlich alle Kommentare lassen, weil sie sind ja hure neutral. Aber ich finde, wenn du berichtest über ein Thema, wo ja gerade um die Ungleichheit geht, dann solltest du auch Kommentare einschränken, die mega beleidigend sind, mega sexistisch sind, mega offensiv. Oder genau gleich, wenn sie berichtet, gestern ist wieder eine Frau abgestochen worden. Sie ist von einem 50-jährigen Mann umgebracht worden. Nachher die ganzen TikTok-Kommentare sind so voll mit ja, und sicher keinen Schweizer Pass gehabt. Und wenn es dann nachher rauskommt, es war ein Schweizer, dann schreiben alle, der war sicher ein Papierli-Schweizer gewesen. Ja, raus mit den Asylanten, he? Selber die Schuld, wenn er immer SP wählt. Ich finde, dann sollten sie die scheiß Kommentare löschen, Alter. Es geht um ein ernstes Thema und es hat wie keinen Platz dann für so Rassismus oder sonst irgendwelche Sachen. Und das regt mich richtig auf, dass sie das nicht machen. Und ich frage mich, wie das in so ein paar Jahren, wahrscheinlich mehrere paar Jahren, ablaufen wird, wenn man so ein bisschen mehr Awareness hat dafür, was eigentlich das Internet für eine Rolle spielt und wie fest wir alle in einer Bubble gefangen sind und wie viel das ausmacht, was du auf Social Media siehst. Wie zum Beispiel, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass also das sind ja Europawahlen gewesen und sonst Wahlen und das ist ja mega so eine Rechtstendenz auch von jungen Wählern. Und dort bin ich auch so mega schockiert gewesen, weil ich so dachte, wir Jungen sind doch alle voll offen und eher auf jeden Fall mehr links gerichtet und auf jeden Fall nicht fucking rechtsextrem. Und das zu sehen ist halt wie so, die sind alle auch in ihrer eigenen Bubble. Und ich bin in meiner Bubble, wo, ja, auf meiner For-You-Page sind alle links und alle mega nett und alle sagen, ja, Ausländer sind toll und super und Frauen sind toll. Aber wenn du in einer anderen Bubble stecken bleibst, dann ist es wie für dich umgekehrt. Und ich frage mich eben, wie das irgendwie mit dem umgegangen wird später mal, ob man das auch in der Schule lernt, ob die Medien sich da auch mehr einsetzen, um das irgendwie so ein bisschen berichtigen und nicht einfach alles zulassen, weil es ist ja Meinungsfreiheit und man darf nicht zensieren und so. Sorry, wenn du in den Kommentaren irgendwie N-Wort schreibst oder irgendwie «Scheiß Frauen sollte man vergeben», dann finde ich, das hat keinen Platz, Alter. Und das hat nichts mit Neutralität zu tun, sondern das hat einfach mit Menschlichkeit zu tun. Und das ist gerade ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich gesagt, es wird eine Laberfolge. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was eure Meinung dazu ist. Weil ich glaube, es gibt gleich auch viele Leute, die so sagen, nein, aber Medien sind Medien und jeder hat das Recht dazu, die Meinung zu sagen. Aber mir schießt das irgendwie mega an, dass das immer so eine Ausrede ist, um einfach mega rassistisch oder mega sexistisch oder was auch immer sein. Weil so, ja, es ist ja Meinungsfreiheit. Alter, hab deine Fresse, es ist auch keine Meinung. Es ist einfach Diskriminierung. Diskrimination. Diskriminierung. Ja. Oh mein Gott, und so bald gehe ich in die Ferien. Wir gehen ja auf die Seychellen, mein Freund und ich. Und wir gehen einfach schon Anfang Juli, sind wir schon dort, Alter. Und das ist richtig, es ist ja jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist der 15. Juni. Wie ist das so schnell gegangen? Wir sind schon in der Hälfte des Jahres. Und das, ja, sind wir. Ich kann nicht mal mit den Monaten umgehen. Ja, wir sind schon beim Hälfte von oder? Bei der Hälfte. Hä? Ja, okay, wir sind wahrscheinlich jetzt in der Hälfte vom Jahr. Alter, wie kann ich das nicht wissen? Ja, jetzt wirklich mit überlegen, bin ich auch nicht drauf gekommen. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Dann kommen die Leute und sind so, wow, du hast Autismus, oder du bist auf dem Spektrum. Und dann bin ich so, sorry, für das bin ich einfach zu dumm. Auch wenn das sehr stereotypisch ist. Aber sorry, ich glaube, ich bin wirklich zu dumm, zum Autismus zu haben. Autismus-Spektrumstörung. Ich will nicht offensiv sein, aber umgangssprachlich sagt man schon Autismus, oder? Keine Ahnung, ich habe scheiß Arbeit über das geschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Wir gehen auf die Seychellen und ich habe langsam so richtig Panik, weil ich so, was ist, wenn ich von einem Hai gefressen werde oder was ist, wenn irgendetwas nicht klappt, weil bis jetzt bin ich so weit weg, immer nur mit meiner Mutter gegangen und die hat halt, okay, die hat jetzt auch nicht immer im Griff gehabt, aber es ist mir halt so vorgekommen, als hätte sie es im Griff. Jetzt im Nachhinein bin ich so, wow, wie sind wir nicht gekidnappt worden? Aber es war auf jeden Fall geilo Milo immer und ich check auch nicht,
weißt, jetzt bin ich so selber zuständig, oder auf jeden Fall wir zwei zusammen, meine Freunde und ich, um so zu planen, was wir machen und so Ausflüge planen oder wenn wir überhaupt Ausflüge machen und welche nehmen wir und von wo weiss man, ob das gut oder sketchy ist. Ich finde das hure komisch, ich hätte es noch nie selber müssen machen. What the frick, wie macht man das? Weil wenn ich google, kann man immer so die gleichen 3 Sachen und ich finde das so ein bisschen sketchy, weil das sind so paid Ads. Und TikTok finde ich jetzt auch nicht so eine geile Source, um meine Ferien irgendwo im Nirgendwo zu planen. Und ich habe auch schon richtig Angst, weil überall steht, das Essen ist nicht so geil, weil alles halt so angehelikoptert wird oder mit dem Schiff kommt von mega weit weg und dann schon so halbes vergammelt ist oder es auch mega wenig Auswahl gibt, weil es halt alles auf die kleine hure Insel muss. Wir gehen nämlich noch auf also Seychellen sind ja verschiedene Inseln, aber wir sind auf so einer mickrigen, kleinen Mini-Insel und ich bin schon richtig gespannt, weil kennt ihr das, wenn du irgendwo bist und das Essen ist einfach immer scheiße. Das macht richtig viel aus. Auch wenn du am schönsten Ort der Welt bist, wenn du immer Hunger hast und mega viel, weil es ist ja schon teuer dort, also für das, dass es irgendein random Land ist und man immer denkt, ja, das ist so nicht billig, ist es anscheinend auch noch recht teuer. Und wenn du dann, kennt ihr das, Bro, wenn du viel Geld ausgegeben hast für etwas, wo nachher grusig ist, bist du so pisst und mein Hungerniveau beeinflusst wirklich fest meine Stimmung und auf das habe ich keinen Bock, weil ich will nicht die Böse sein in der Ferien. Aber so, ich bin richtig gespannt. Falls ihr schon mal auf der Seychellen seid, let me know, ob ihr das Essen fein gefunden oder so erträglich gefunden habt oder ob es immer grusig war. Und falls es irgendetwas Spezifisches gibt, wo immer grusig ist, so Fleisch zum Beispiel oder keine Ahnung, halt, irgendeine Frucht oder so, let me know, weil ich habe wirklich Angst und ich finde nichts auf Google. Ja. Ich glaube, das war schon mein ganzer Gossip. Es war für mich gar nicht so crazy. Wahrscheinlich fällt mir nachher beim Bearbeiten viel mehr ein, aber für das gibt es ja immer wieder noch andere Los-mal-Folgen. Falls ihr irgendein anderes Thema habt, das euch interessiert, es muss auch eben nicht immer so deep sein, es kann auch etwas locker flockig sein oder irgendwelche Fragen oder irgendein mega spezifisches, funny Thema oder so, let me know. Ich bin immer offen und ich schreibe mir immer alles auf, was ihr schreibt, weil honestly, nach so 60 Folgen weisst du halt irgendwann auch nicht mehr so recht, was man hören wird. Gebt mir gerne Feedback. I love you and we see each other next week. No, what am I doing next week? I think maybe next week will be no Folge. Oh, jetzt habe ich gemeint, wir sind nächste Woche am Frauenfeld, weil ich im Kalender verrutscht bin. No, next week we see each other if I have a good Thema. And this, I also want to let you know, amix, wenn ich kein gutes Thema habe, sorry, dann mache ich lieber keine Folge, als dass ich mich zwinge, irgendetwas zu erzählen, wo ich dann auch anschieße zum Hören, weil ich irgendwie komisch drauf bin. Darum, immer her mit den Ideen, sonst gibt es halt keine Folgen. Ja, ich hoffe, ihr macht's gut und tschüss. Und falls die Nina Chuba das sieht, I love you, I'm not a stalker creep, I just really like your vibe and I listen to your music sometimes, not even so much. So I'm not a fan, I love you. And I want to know where you live. Tschüss.